Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, sei mit uns allen. Amen. Herzlich willkommen hier im Großmünster, drinnen und draußen, mit dem Friedensgruß Gottes und dem wunderbaren Klang der Musik von Johann Sebastian Bach. Is it an honor with a great joy that we welcome you, His Holiness, or can I say in this church, our brother, you, Dalai Lama, in the Großmünster. Thank you. It means a lot to the churches and the religion communities in the city, in the canton of Zurich, that you, as a spiritual and a religion authority leader, pray with us and think, reflect with us to the responsibility to the society, the politics, and the economics. My brother, you remember that? Dieses Foto hängt seit mehr als 20 Jahren in der Sakristei bei uns im Großmünster. Ich erinnere mich jeden Tag an Sie hier im Kirchenraum. Sie sind zum zweiten Mal im Großmünster. Das ist die Kirche, der Mutterkirche der Schweizer Reformation. Sie ist die Kirche der Gräber von unseren Stadtheiligen Felix, Regula und Exuperantius. Und sie ist die Kirche, wo Tausende, nicht nur heute, jeden Tag Hunderte kommen, um Ruhe zu finden, Stille und Einkehr. Tempel, Moscheen, Synagogen, Kirchen sind öffentliche Zeichen für die Religion in dreifacher Hinsicht. Wir sind Hüterinnen für den Einsatz der Werte von Menschlichkeit, Gewaltlosigkeit, Frieden in der Gesellschaft, zusammen mit Politik, Wirtschaft und Bildung. Es freut uns außerordentlich von der Kirchgemeinde Großmünster wie auch vom Zürcher Forum der Religionen, dass die Stadtpräsidentin, du Corinne Mauch, und der Regierungsratspräsident, du Mario Fehr, die Einladung angenommen haben, zusammen mit weiteren Mitgliedern. Zusammen mit weiteren Mitgliedern des Stadtrats, der Regierung, des Regierungsrats, auch Vertretende von Gemeinde, von Kantons, von Nationalrat. Zusammen wollen wir beten und reflektieren. Zum Zweiten erwarten die Menschen hier im Kirchenraum, dass wir Widerstand leisten draußen gegen Rassismus und gegen Fremdenhass. Das machen wir mit dem Power of Love, mit der Kraft der Liebe und mit dem gewaltlosen Widerstand. Das hat Mahatma Gandhi gezeigt, das hat Martin Luther gezeigt, Mutter Teresa, Dietrich Bonhoeffer, Papst Franziskus und thank you very much. Das zeigen sie jeden Tag, diesen gewaltlosen Widerstand gegen Rassismus und gegen auch den Fremdenhass. Und zum Dritten sammeln sich Menschen nicht nur heute hier im Kirchenraum zum Gebet, damit wir gestärkt diese Arbeit draußen machen können. Hier kommen Ora et Labora, Mystik und Widerstand,
Spiritualität und Politik in eine Spannung, sodass wir zur großen Familie werden, die verantwortlich die Arbeit, die Friedensarbeit draußen wahrnehmen. Deshalb laden wir uns jetzt ein zum Friedensgebet, liebe Schwestern und Brüder des Forums der Religionen, liebe Brüder des tibetischen Klosters. Danke vielmal, dass wir jetzt in unseren je eigenen religiösen Traditionen den Klang zu einem Klangteppich verbinden, wo wir verwurzelt in unserer Gebetstradition uns verbinden. Und wenn Sie jetzt mitbeten, zusammen mit unserem Bruder Dalai Lama, dann wollen wir mit unseren eigenen Zweifeln und Glauben, mit unserer eigenen religiösen Verankerung uns in diesen Klangteppich hineinweben, der jetzt hinduistisch, der muslimisch, jüdisch, christlich hier stattfindet als gemeinsames Gebet für den Frieden. Ich bitte Sie jetzt, das Handy abzustellen. Ich bitte die Fotografen jetzt für die nächsten 20 Minuten nicht zu fotografieren. Ich bitte die Leute draußen, sich einzufinden in diese Gebetshaltung. Und ich bitte Sie, die Stille auch als Nährboden, als Klangschale zu gebrauchen, um sich selber jetzt aus der Zuschauerrolle hineinzugeben in die Gebetsgemeinschaft. Wir wollen miteinander beten für den Frieden in der Welt angesichts von Aleppo, angesichts der grauenhaften Bilder unserer Mitschwestern und Brüder, die jetzt im Moment nicht nur draußen im Regen stehen, sondern kein Dach mehr über den Kopf haben und wir hilflos und ohnmächtig nun alles in das Gebet hineinlegen. Yeah.
心度之间吧，谢谢萨谢谢谢在我的人间把位高我用的，目的为家那人这把的，这大当把咱们呢，老能给呢，吃死的让他也出呢，他把也地心大结果他一个没见多结过年了，没见这边大不难，大家都结过多说呀，他当着了兔子节，你结子这推演呢，其实却把大姐那，这是真的就说，我想说的没多结着呢，这种滚滚的东当街上，也拉也让归心所。这真给我讲出前我啥些个节小分数，再有。
Verstehen. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا إنا نسألك حبك وحب عمل يقربنا إلى حبك وحب كل مخلوق هو لك. Unser Herr, wir bitten dich deine Liebe, die Liebe zu den Geschöpfen, die du erschaffen hast, und die Liebe zu den Dingen, die uns deine Liebe einbringen. Unser Herr, strafe uns nicht, wenn wir uns vergessen oder vergangen haben. Unser Herr, lege uns nicht eine Verantwortung auf, wie du sie denen auferlegtest, die vor uns waren. Unser Herr, bürde uns nicht auf, wozu wir nicht die Kraft haben, und lösche unsere Sünden aus und gewähre uns Vergebung und habe Erbarmen mit uns. Amen. Thank you. Your Highness, I would like to say a blessing in Hebrew when you meet a great man. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shechalak mikvodo lebasar vadam. Praise that thou, God, King of the universe, who is giving from his glory to a human being. Amen. Wonderful. Wonderful. Und wenn wir jetzt beten, dürfte ich Sie bitten, nochmals an unsere Brüder und Schwestern in Syrien zu denken, die einen Holocaust durchmachen. Ich sage das als Jude. Wir sitzen hier, können kaum was tun und jeden Tag kommen so viele Menschen um. Möge es dein Wille sein, ewiger unser Gott und Gott unserer Väter und Mütter, dass du Kriege und Blutvergießen aus dieser Welt schaffst und dass du großen und wunderbaren Frieden in der Welt herbeiführst. Und es wird dann nicht Volk gegen Volk das Schwert erheben und sie werden nicht mehr den Krieg lernen. Alle Bewohner des Erdenrundes werden nur noch die große Wahrheit erstrecken, dass wir nicht auf diese Welt gekommen sind für Streit und Hader und nicht für Hass und Eifersucht und Zanksucht und Blutvergießen. Wir sind nur auf diese Welt gekommen, um dich zu erkennen. Diese Wörter in der hebräischen Sprache, Yiratzon milfanecha Adonai Eloheinu ve'Elohei avoteinu ve'imotenu shetevatel milchamot ushfichut damim min ha'olam ve'tamshich shalom gadol ve'nifla ba'olam ve'lo yisa goy el goy cherev ve'lo yilmedu od milchama rak yakiru ve'yed'u kol yoshvei tevel ha'emet la'amitah אשר לא באנו לזה העולם בשביל ריב ומחלוקת ולא בשביל שנאה וקנאה וקנטור ושפיכות דמים, רק באנו לעולם כדי להכיר אותך, תתברך לנצח. Ich möchte
bitte nochmal den Vers aus Jesaja 2,4 mit Ihnen singen. Es wird dann nicht Volk gegen Volk das Schwert erheben und sie werden nicht mehr den Krieg erlernen. Lo yisa goy el goy cheref, lo yilmedu od milchama. Lo yisa goy el goy cheref, lo yilmedu od milchama. Lo yisa goy el goy cheref, לא ילמדו מלחמה, לא יישא גוי אל גוי חרב, לא ילמדו מלחמה, ונאמר אמן. Thank you. Pray. A silence to pray. Möge die Erde in Frieden sein, möge die Atmosphäre in Frieden sein, mögen die Pflanzen in Frieden sein, mögen die leuchtenden Objekte mir Frieden bringen, mögen alle erleuchteten Menschen mir Frieden bringen, mögen alle friedlichen Aktionen von mir friedsam sein. Entzückende Präsenz, du, der du bist, innen und außen, oben und unten und rundherum. Du, der du bist, überall durchdrungen, in all unseren Zellen. Du, der das Auge unserer Augen bist, das Ohr unserer Ohren, das Herz unserer Herzen, der Geist unseres Geistes, der Atem unserer Atemzüge, das Leben unseres Lebens und die Seele unserer Seele. Segne uns, lieber Gott, bewusst zu sein über deine Gegenwart, im Jetzt und Hier. Das ist alles, nachdem wir uns an dir sehnen. Mögen alle sich bewusst werden, deine Gegenwart ist im Osten und im Westen und dem Norden und dem Süden. Möge Frieden und Gutes wird bleiben zwischen Individuen sowie unter Gemeinschaften und Nationen. Das ist unser aufrichtiges Gebet. Möge Friede mit euch allen sein. Vanmuhil valade beiche, மலிவளம் சுரக்க மன்னன் கோன்முறை அரசு செய்க குறைவிலா உயிர்கள் வாழ்க நான்மறை அரங்கலோங்க நற்றவம் வெள்வி மல்க மேன்மைகோல் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம். ஓம்.
bete aus Psalm 85. Erweise uns, Ewiger, deine Huld und gewähre uns dein Heil. Ich will hören, was Gott redet. Frieden verkündet der Ewige seinem Volk und seinen Frommen, den Menschen mit redlichem Herzen. Sein Heil ist denen nahe, die ihn fürchten. Seine Herrlichkeit wohne in unserem Land. Es begegnen einander Huld und Treue, Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Treue sproßt aus der Erde hervor, Gerechtigkeit blickt vom Himmel hernieder. Auch spendet der Ewige dann Segen, und unser Land gibt seinen Ertrag. Gerechtigkeit geht vor ihm her, und Heil folgt der Spur seiner Schritte. Amen. Es begegnen einander Huld und Treue, Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Liebe Geschwister, uralte Lebensworte sind das, die uns auch heute tragen. Gerade heute, liebe Geschwister, gerade in unserer Welt, zerrissen von Ungerechtigkeiten, gespalten von politischen und geistigen Blöcken und im Kampf um Nahrung und Rohstoffe. Gerade in unserer Welt anvertrauen wir uns diesen alten Lebensworten und beten. Gott, du Quelle des Lebens, du lässt uns träumen von einer neuen Welt. Dort wird das Wasser des Lebens fließen. Dort werden Bäume grüne Blätter tragen und Völker werden Heilung finden. Auf dieses Bild der Hoffnung verlassen wir uns. Gott, du Quelle des Friedens, gib uns den Mut, schon jetzt aus dir Kraft zum Frieden zu schöpfen. Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Noch einmal.
Gott, verleih uns Frieden gnädiglich. Stärk uns in unserem Dienst am Frieden in der Welt. Verwandle uns, unser Inneres, sodass wir die Kraft bekommen, dort, wo wir gesendet sind, wo wir stehen, uns einzusetzen für deinen Frieden. Segne uns, verwandle uns als große Familie von Schwestern und Brüdern in deinem Geist nun zur Gemeinschaft der Heiligen. Gott, bless us, segne uns in unserer Arbeit. Amen. Das Gebet und der Klang unserer Seele, das der kleinen Kinder, die im Raum mit ihrer Stimme mitbeten, das vereint uns von hier zu hier. Es gibt keinen Graben mehr. Betende und Hörende, Vertreter der Religion und Vertreter der Politik werden nur noch zu Brüdern und Schwestern. Es freut mich sehr, dass ihr die Einladung als Repräsentanten der Politik angenommen habt. Und es freut mich sehr, dass du, Mario Fehr, Regierungsratspräsident in diesem Jahr von unserem Kanton, uns jetzt begrüßen wirst. Ich bitte dich, komm doch nach vorne. Your Holiness, on behalf of the government and the people of the canton of Zurich, I'm very much honored to welcome Your Holiness here in Zurich, and as you certainly know personally, I'm very touched that you are here. I would like to express my gratitude to His Holiness, who has come today to pray for peace together with representatives from Christian, Buddhist, Hindu, Jewish and Muslim communities. Frau Stadtpräsidentin, Herr Kantonsratspräsident, Herr Gemeinderatspräsident, geehrte religiöse und weltliche Würdenträger, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, geschätzte Gäste, liebe Schwestern und Brüder. Ich glaube, wir spüren es hier in diesem Raum, dass die verschiedenen Religionen zu unserem kulturellen und geistigen Erbe gehören. Diese Religionen sind für sehr viele Menschen eine wichtige Quelle der Kraft, eine Quelle der Inspiration. Und wir spüren es heute hier in diesem schönen Großmünster sehr deutlich, dass es zwischen Christen, Juden, Muslimen, Hinduisten und Buddhisten viel mehr Gemeinsames als Trennendes gibt. Wir alle wissen es und wir haben es auch in den Gebeten schon gehört, dass genau diese Religionen weltweit religiöse Konflikte verursachen, wobei es nicht die Religionen an sich sind, sondern es sind Menschen, die für sich diese Religion zunutze machen, versuchen, die sie missbrauchen. Und ich glaube, von heute an werden wir alle gemeinsam sagen, dass Unterdrückung, Gewalt und Terrorismus sich durch keine Religion rechtfertigen lassen. Jemand, der unterdrückt, Gewalt anwendet oder terroristische Aktivitäten ausführt, darf für sich keine Religion in Anspruch nehmen. Ich finde es sehr wichtig, damit wir mithelfen, Konflikte zu vermeiden, dass wir in einen offenen Dialog zwischen den verschiedenen Religionen treten. Ich bin überzeugt davon, dass dieser Dialog ein wirksames
Mittel ist, damit eben Religionen nicht als Waffen missbraucht werden können. Ein Dialog zwischen den Religionen muss aber mehr sein als nur Worte. Es braucht deutliche Zeichen und ein solches Zeichen setzen wir heute gemeinsam. Sie alle, die hierher gekommen sind ins Großmünster, Sie alle zeigen, dass Sie genau diesen Dialog unterstützen wollen und wir werden hier und heute ein kraftvolles Signal aussenden. Wir wollen ein friedliches Zusammenleben der Religionen und dafür machen wir uns stark. Die Schweiz zählt 8 Millionen, der Kanton Zürich 1,5 Millionen, mehr als ein Viertel unserer Bevölkerung sind Ausländerinnen und Ausländer und wir haben die verschiedensten Religionen hier in diesem Land. Als Politiker weiß ich, dass wir durch und durch darauf angewiesen sind, dass diese Menschen, die hier bei uns leben, friedlich und harmonisch zusammenleben können. Ich bin deshalb außerordentlich dankbar für diese Veranstaltung. Ich bin außerordentlich dankbar, dass Sie alle hier sind und diese Veranstaltung unterstützen. Ich danke dir, Christoph, ich danke aber auch allen, die mitgewirkt haben bei der Organisation. Ganz, ganz herzlich danke dafür, dass ihr diesen wunderbaren Anlass möglich gemacht habt. In particular, I want to thank His Holiness, who is going to speak to us in just a moment. And we all know, Your Holiness, there is no better peace ambassador for all of us than you. And when we pray today, when we pray together, we will also pray for a very long life for His Holiness, the 14th Dalai Lama. Thank you so much for being with us today. Thank you. Thank you. From here. Yes. You have the word. I think at the beginning I want to speak. I stand. 81-year-old person. Now the knees, some problem. I need a special blessing from God for this. Spiritual brothers and sisters, I am very much touched here, some kind of atmosphere, all different religious sort of say, follower and also I think leaders. They say, come and pray together. And also I think after this meeting, we also have lunch together. So we have sort of the opportunity to exchange. So I really very much touched. Liebe Brüder und Schwestern in der Religion, in der Spiritualität, es ist eine wundervolle spirituelle Atmosphäre, die wir heute gemeinsam hier erleben. Und ich bin dafür sehr dankbar, dass ich mit Gläubigen, Praktizierenden verschiedener Religionen und auch den Vertretern verschiedener Religionen gemeinsam hier zusammen beten kann, mich austauschen kann und dass auch nachher noch beim Essen die Gelegenheit besteht, sich weiter auszutauschen. Dafür bin ich sehr dankbar. So let us think this very moment. We enjoy, pray together, very, very peaceful atmosphere. Same planet, same human being, this very moment, killing.
And worst thing, some cases, I think, wicked people use the name of religion. Und lassen uns einen Moment darüber nachdenken, dass wir hier glücklich und friedlich zusammen sein können im Gebet, uns austauschen und uns treffen, während gleichzeitig auf diesem Planeten es viele Menschen gibt, die Krieg erleben, die Töten erleben. Und was am schlimmsten dabei ist, dass viele dieser Konflikte leider im Namen von Religion ausgetragen werden oder der Name der Religion benutzt wird, missbraucht wird. One human being killed by tiger or elephant or lion, we little bit sort of surprised. Oh, one human being killed by such animal. Now, human being killing by human being, thousands, almost become normal news. This is really unthinkable. Some scientists, according to their sort of investigation, basic human nature is more compassionate. So basically, we human being, you see, a social animal is an individual's life or survival entirely depend on the rest of the community. Now, today's world, economically, or particularly environmentally, you see, the national boundary is not much significant. If we look from space to this planet, just one tiny blue planet. There's no significance of national boundary. So today's world, east depend west. Similarly, west, east, and south depend on north. North depend on south. That's the today's reality. So we have to think humanity, very being of humanity. So one of my commitment is try to promote through understanding. We enter 7 million human beings are mentally, emotionally, physically same. And then everybody wants happy life. Nobody wants problem. So understanding that, then we need, I think we need sense of oneness of humanity. A lot of problem is actually, you see, due to strong sense of we and they. So that, I think we can reduce while if we promote a sense of oneness of humanity. So that's my number one commitment. And then, you see, people, basically compassionate nature. So all major religious tradition, in spite of different philosophy, all carry the same message of love, message of forgiveness, tolerance, contentment, self-discipline. So, all major religious traditions have same potential to bring peace through promotion of love, forgiveness. So I think different tradition. In philosophical field, there's big differences. I won't raise that. Even within Buddhism, there are different philosophical views. So that I feel necessary
in order to give satisfaction, more sort of effect to a variety of people who have different mental disposition. So different philosophy is simply different way. All different philosophy, different tradition, same aim, try to create compassionate person, compassionate humanity. So all religious tradition and philosophical fields, there are differences, but all is aiming, try to bring firm conviction about the value of compassion. I think too long, too much. Then translate. Then I think while he translates, I will sit. Und wir alle sind Menschen, gleich als Menschen. Und umso trauriger ist es, wenn Menschen in gewaltsame Konflikte eintreten. Wenn ein Mensch getötet wird von einem Elefanten oder einem Pferd, dann bedauern wir das zwar. Oder dann ist es vielleicht auch für uns ein besonderes Ereignis. Aber mittlerweile ist es so, wenn wir sehen, dass Menschen Menschen töten, halten wir das schon für eine reguläre Nachricht, die uns oft gar nicht mehr weiter aufrührt. Das ist sehr traurig, das ist sehr schlimm. Wir müssen uns wieder darauf besinnen, dass wir als Menschen gleich sind, dass wir als Menschen von der Gemeinschaft abhängig sind. Unser individuelles Leben, unser individuelles Wohlergehen wird nur in der Gemeinschaft erreicht. Und aus dieser Sicht heraus, denke ich, können wir unsere Welt verbessern. Und dabei spielen nationale Grenzen und andere Grenzen keine große Rolle. Wenn wir diesen Planeten aus dem Weltraum betrachten würden, es ist ein kleiner Planet und die nationalen Grenzen, die uns oft so sehr trennen, werden bedeutungslos. Und ich glaube, dass wir diesen Geist der Gemeinsamkeit stärken können, dass wir alle dazu beitragen können. Und ich betrachte es als meine erste Aufgabe im Leben, der ich mich gewidmet habe, dieses Gefühl, dieses Verständnis der Gleichheit zu verstärken. Und ich bin überzeugt, dass wir dadurch ein glücklicheres Leben führen können. Und die Konzepte, die uns häufig so trennen, wenn wir denken in Konzepten, Begriffen von wir und die anderen, sind nur zweitrangig. Und wir müssen darunter sehen, die gleiche Ebene, die Ebene der Gleichheit, die uns alle als Menschen verbindet. Die Menschen sind gleich, sie schätzen gleiche Werte wie Mitgefühl, wie Toleranz, wie Selbstdisziplin, ethische Lebensführung, Genügsamkeit. Das sind Werte, die wichtig sind in unserem Leben. Und diese natürlichen Werte werden von den Religionen in ihrer eigenen Weise jeweils gestärkt. Das ist das, was sie alle verbindet. Dabei haben sie natürlich unterschiedliche Philosophien und Glaubensinhalte. Aber die sollten wir auch anerkennen als gute Mittel, um den verschiedenen Veranlagungen und Bedürfnissen der Menschen zu entsprechen. Jeder Mensch hat ein Recht auf seine Besonderheit. Menschen haben Recht auf ihre Verschiedenheit, die Besonderheit ihrer Gewohnheiten, ihrer Kultur. Wenn die verschiedenen Religionen diesem dann entsprechen, ist es gut. Und wir sollten erkennen, dass sie dadurch alle beitragen, unsere gemeinsamen Werte zu fördern und uns zu friedfertigeren, mitfühlenderen und glücklicheren Menschen zu machen. So my second commitment is promotion of religious harmony. The first part, I consider myself as one of 7 billion human beings. We are same, whether believer or non-believer, same. Now, second commitment, as a Buddhist monk, as a result of meeting with people from different traditions.
such as Thomas Merton, late Thomas Merton, and many other, and also briefly Mother Teresa, and some practitioner of Muslim, and Jews, and of course Hindus. And on this chair, no Sikh, no Sadaji. But I really admire the Guru Nanak from the Hindu family, but he took pilgrimage to Mecca in order to show non-sectarian, respect all religion. So all major religious tradition, you see, in spite of different philosophy, as I mentioned earlier, all carry the same message. I notice after meeting such people, wonderful people, they really dedicated serving to other people. So that kind of determination, that kind of willpower come from their own tradition. So all major religious traditions have the same potential to create such a wonderful, compassionate human being. So since all have same potential, now, you see, we have to make common effort to promote the compassion or love among humanity. So for that reason, there are close relation. Harmony is very essential. In order to develop genuine harmony, you see, must come from heart, not just lip service. So for that reason, you see, like this, is to come together and share one another our deepest or spiritual experiences. I usually see myself used to practice, and also you see suggesting people, other people, the meeting like Assisi meeting. The late, I usually call, the Polish Pope, John Paul II. Oh, wonderful. Now he, initiated one religious sort of meeting, because of the interfaith meeting at Assisi. At that time, I told him, firstly, I appreciate very much. Then secondly, I told him, I feel, I hope this is not just one occasion. Now, this is the beginning of often, interfaith. That's very important. In the eyes of public, leader come together and speak same voice is important. Then the genuine scholars of different tradition meet. What similarity, what differences? Then naturally there are differences. When differences come, we have to think what's the purpose of this different philosophy, as I briefly mentioned. So one Muslim scholar, firstly in India, then later in New York, I met, you see, the very meaning of jihad, I want to see. I want to see your face. The Muslim brother. You know, the very meaning of jihad, not sort of negative attitude, but jihad means within ourselves, combat constructive emotion and destructive emotion. And any Muslim once creates some bloodshed, then in reality no longer practitioner of Islam. So, as talking with scholar, my friend, one Muslim,
mentioned, genuine Muslim practitioner must extend our love towards entire creature of Allah. So wonderful. So the meeting with the scholar, what's differences, what's similarity. Then third practice, in different holy places, make sort of pilgrimage by people from different tradition together. So that's since 1975 I started this practice. So with this sort of practice, I also take pilgrimage to Jerusalem. At the time, some Christian, some Hindus, and of course I'm Buddhist. Got at that. And then the similar practice, some Christian brothers, sisters. One occasion come to India at Bodh Gaya, under Bodhi tree, some Christians, some Hindus, some local Muslims. At that time, no Jews, but we sit under Bodhi tree, half an hour silent meditation. So I visited with that spirit. Often I visit the mosque and Kasa church, synagogue, and Hindu temple, and then Gurdwara. So I think I always remember when we visit Gurdwara, the prasad, some sweet thing. Particularly when we visit in many different holy places, the Sikh temple. So when go around many different places, sometimes I feel a little hungry. So the Gurdwara, prasad. Not only blessing for mind, but blessing of stomach. Wonderful, wonderful. So like that. So that also, you see, helpful. You see, as a group, and go different holy places and spend some minutes silent meditation. Very good. So I wish, you see, our spiritual brothers, sisters, this is some occasion, I think, come to India. I think all major religious traditions live together. Beside homegrown different tradition. I think Zoroastrian come from ancient Persia, and then Jews, Christians, Muslims. So all these come from outside. Live together in India. Occasionally some problems. That I usually see telling people, over a billion populated nation, some mischievous people must be there. So if over a billion Indian are almost like angel, then some sort of problems happen, then we must just do a surprise. But human land, over a billion human beings, so some mischievous people must be there. So it's just occasionally some sort of things. The thing is, some negative things happen, it becomes news. The reality in India, I think religious harmony over 2,000 years, I think religious harmony wonderful there. So since they one big nation, over a billion populated nation, so religious harmony is possible.
not in the modern time, but over 2,000 years. Therefore, rest of the world has religious harmony very possible. So we have to make effort constantly. So I appreciate you organize this meeting and all participants speak on prayer. Wonderful. Then at last I may say a little bit different way, different thing. Sometimes I feel pray to God, pray to Buddha. That we always do. But while we pray to Buddha or God, we ourselves create some problems. So if we have the opportunity seeing Jesus Christ or Muhammad at Guru Nanak and ask them, please bring peace, then certainly they will say, who created problem? Who created violence? You human being. I give you free will. God give us free will. So people use wrong way. So ultimately, we have the responsibility to bring peace. So we create a lot of problem and ask God, please bring peace, peace, peace. I think one day I think God may say, oh, I cannot bring peace while you creating a lot of violence or corruptions on the huge gap, rich and poor. So therefore, while we pray to God, I think firstly, we should be genuine children of God. God is infinite love. So we are children of that kind of Father. So we must be a compassionate person. Then, meantime, pray to God, and very good. We ourselves, too much self-centered attitude, and exploit other, bully other, cheating other, then I think difficult to achieve peace. That's my view. Thank you. So we have the human being, we have the main responsibility to bring peace. That I always telling. Thank you. In dieser ersten meiner Aufgabe, der ich mich im Leben gewidmet habe, wo es um die Förderung menschlicher Werte und das Gefühl der Einheit von uns Menschen geht, empfinde ich mich einfach als einer von 7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten und spreche aus dieser Perspektive. Aus einer anderen Perspektive, als buddhistischer Mönch, widme ich mich einer zweiten Aufgabe und die bezieht sich auf die Harmonie zwischen den Religionen, die ich fördern möchte. Und ich konnte in meinem Leben so viele wunderbare Praktizierende aus verschiedenen Religionen treffen. Zum Beispiel Thomas Merton, mit dem mich sehr viel verbindet. Oder auch Mutter Teresa. Oder auch praktizierende Muslime, Juden, Anhänger der Hindu-Religionen, Anhänger auch von Guru Nanak, den Sikhs. Und ich habe gemerkt, dass es alles wunderbare Menschen sind, die diese Werte leben, die wir in den Religionen fördern wollen und die wir alle schätzen, wie Toleranz, Selbstgenügsamkeit, Offenheit, Mitgefühl, Liebe. Das ist für mich ein klares Indiz, dass alle diese Religionen das gleiche Potenzial haben, diese Werte zu fördern. Ich möchte noch nebenbei sagen, dass ich auch
auf Pilgerfahrten besonders gern in den Sikh-Tempel gehe, in Punjab, wo es neben Gottes Segen auch immer sehr gutes Essen gibt und deshalb ich auch da gerne hingehe. Und also, wie können wir nun diese religiösen Gemeinsamkeiten zur Sprache bringen und damit die Harmonie zwischen den Religionen fördern? Ein Weg ist, dass wir uns treffen und unsere engen Verbindungen zum Ausdruck bringen, wie Repräsentanten der verschiedenen Religionen, so wie wir es hier auch jetzt hier tun, und gemeinsam unsere Gebete sprechen und unsere guten Wünsche sprechen, unsere Engagement stärken für eine friedvolle Welt. Und ich hatte dazu viel Gelegenheit. Eine großartige Gelegenheit war das Treffen Assisi von Papst Johannes Paul II. Initiiert. Und ich habe ihn gebeten, dieses wunderbare Treffen nicht als ein einzigartiges Ereignis zu betrachten, sondern sich zu bemühen, es zu wiederholen. Und als ein Beginn für weitere Treffen, die ein Zeichen der Hoffnung und der Gemeinsamkeit in die Welt senden. Ein weiterer Aspekt, um die religiöse Harmonie zu fördern, denke ich, dass sich die Gelehrten, die Experten der verschiedenen Religionen treffen und auch ihre Unterschiede, ihre Besonderheiten der einzelnen Religionen benennen und austauschen, die es gibt, aber dann auch betrachten, wozu dienen die verschiedenen unterschiedlichen Glaubensinhalte und Philosophien. Die dienen doch alle letztlich dazu, diese gemeinsamen Werte wie Liebe und Mitgefühl in den Praktizierenden dieser Religion zu stärken. Und ich hatte viele Gelegenheiten auch, mich mit Gelehrten aus verschiedenen Religionen zu treffen. Und ich möchte ein Ereignis erwähnen, das mich auch besonders berührt hat, gerade in der heutigen Zeit, dass ich mit einem muslimischen Gelehrten in New York gesprochen habe über die Bedeutung des Wortes Dschihad. Und er sagte mir, Dschihad ist nicht ein äußerer Krieg oder Kampf, sondern es ist ein Kampf der positiven Emotionen im eigenen Geist, in der eigenen Seele mit den negativen Emotionen. Da findet der eigentliche Dschihad, der eigentliche Konflikt oder Kampf statt, den wir uns als Muslime stellen. Und er sagte mir auch, wenn jemand im Namen des Islam Blut vergießt, dann kann er sich nicht mehr als Muslim bezeichnen. Und solche Treffen mit Gelehrten, die die Position ihrer Religion vertreten und deutlich machen, sind eben auch sehr wichtig, um verkehrte Bilder über die Religion und Missverständnisse abzubauen. Deshalb ist es ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt für die religiöse Harmonie. Und das Dritte sind zusammen Pilgerfahrten zu unternehmen von Gläubigen. Das mache ich seit 1975 sehr intensiv, wo immer sich die Gelegenheit bietet. So habe ich auch eine Pilgerfahrt oder Pilgerfahrten unternommen nach Jerusalem, wo wir uns getroffen haben mit Gläubigen aus allen großen Weltreligionen, Christen, Hindus, Buddhisten, Muslimen. Und auch sind Christen nach Indien häufig gekommen, zum Beispiel nach Bodh Gaya, wo wir mit christlichen Brüdern und Schwestern gemeinsam gebeten haben. Leider waren keine Gläubige des jüdischen Glaubens dort zugegen, aber wir waren Gläubige aus den anderen Religionen, großen Religionen. Und wir haben ein 30-minütiges gemeinsames stilles Gebet, eine Meditation unter dem Bodhibaum in Bodh Gaya, dort wo der Buddha das Erwachen erreicht hat, veranstaltet.
Und es sind solche Treffen, die uns dann die Gemeinsamkeit zeigen, die uns verbinden und die auch ein Zeichen in die Welt setzen. Und deshalb lassen Sie uns auch weiterhin oder nehmen Sie Gelegenheit wahr, wo immer Sie haben mit Gläubigen ihrer eigenen Religion und Gläubigen anderer Religionen gemeinsam an die heiligen Stätten der verschiedenen Religionen zu fahren oder die Tempel, die Gotteshäuser der verschiedenen Religionen gemeinsam zu besuchen. Und es würde mich auch sehr freuen, wenn Sie, die hier sind heute, die Gelegenheit einmal finden, nach Indien zu kommen, um dort als Vertreter oder als Gläubige der verschiedenen Religionen gemeinsam zu beten und unsere guten Wünsche zu vereinen. Die Indien ist für mich auch ein Zeichen dafür, ein Beweis dafür, dass religiöses, harmonisches Zusammenleben möglich ist. Indien ist ein Land mit an die 1,5 Milliarden Menschen und ist ein Land, das eine alte Tradition hat des Zusammenlebens verschiedener Religionen, die vielleicht über 2000 Jahre alt ist. Und es leben dort die angestammten Religionen, die sich in Indien selbst entwickelt haben, wie der Hinduismus oder verschiedene hinduistische Traditionen, wie der Buddhismus und so weiter. Aber dazu sind im Laufe der Jahrhunderte weitere Religionen gekommen, die sich angesiedelt haben, ob es der Islam ist oder das Christentum oder andere jüdische gläubige Menschen, die dort zusammenleben, oder auch die zarathustrische Religion aus Persien, die eine relativ kleine Gemeinschaft hat in Indien und die aber auch ohne Angst dort mit den größeren Religionen zusammenleben kann. All das ist möglich. Natürlich gibt es auch in Indien religiöse Konflikte, aber ich sage immer, das ist eigentlich selbstverständlich. Bei 1,5 Milliarden Menschen muss es immer einige geben, die Schwierigkeiten bereiten, die nicht gut gesinnt, wohlgesonnen sind den anderen gegenüber oder die ihre Religion missbrauchen für andere Konflikte. Aber im Großen und Ganzen gesehen ist Indien wirklich ein Erfolg für das harmonische Zusammenleben der Religionen. Und zuletzt möchte ich noch mal eins zu bedenken geben, das ich häufig auch sage. Wir haben auch heute wieder gemeinsam für den Frieden hier gebetet. Und ich denke manchmal, wenn wir als Gläubige der verschiedenen Religionen unsere Stifter treffen würden, wie Jesus oder Mohammed oder Guru Nanak oder andere, und unsere Gebete für den Frieden vortragen würden, dann würden sie vielleicht sagen, naja, also ihr habt die Konflikte selbst gemacht und ihr müsst sie auch selbst wieder beenden. Wir haben euch, oder Gott hat euch den freien Willen gegeben und ihr müsst diesen freien Willen selbstverantwortungsvoll nutzen. Und wie kann Gott Frieden schaffen, wenn wir als Menschen Konflikte schüren? Und da mit dem Gedanken möchte ich alle bitten, in ihrem Umfeld, in ihren Möglichkeiten, sich einzusetzen für den Frieden und besonders auch den Frieden unter den Religionen. Vielen Dank. Thank you. So I hope at least the people. Yeah. I think we should sort of determine or make some kind of pledge. Now, as one individual, I will make every effort to promote religious harmony, as well as promote human deeper value, that's compassion. So each of you say, have, I think, 10, 15 friends. So share with your friends. So 10, 15 friends. Each friend is share their own friend. That means
from 1%, 10%, 10%, 100%, 100%, 1,000%, like that. So that's the way is to spread this understanding or awareness, this deeper value. This is, I think everybody in the materialistic world, we always talk about money. It is not because of reason we just compassion to money, but money is something useful for our happier life, suppose. So then, if we really want happy life, then the most important factor for happy life is warm-heartedness. Compassionate mind there, anger reduce, jealousy reduce. So anger, jealousy, these are real destroyer of our inner peace. So, as much as we pay attention about money, I think we should pay at least, if not more, but at least equally to pay some attention about our inner value. So money is external richness, warm-heartedness, internal richness. So without inner rich, just plenty of money, not much meaning. More worry, more stress, and more jealousy, more sense of competition, like that. So inner richness is a major factor for a happy life, happy family, happy community. Through that way, happy humanity very much depend on our inner value. So please, people who attend here, if you agree, if you do not agree, then up to you. But if you agree, then please try to spread this awareness. Ultimate source of happiness is within yourself, the compassion. So you show the photo. What was the photo? Where is photo? The photo here. You. He mentioned to me 20. How many years ago? 1995. So when he showed me this picture, it's my face. Yeah. Seems not much changed. Actually, it's a different glass. Otherwise, it's the same. So 20 years, my face more or less remains same. No special cosmetic. But I think now many my friends now you see agree or peace of mind really affect my body. On top of that, each night I sleep about 9 hours. Too much. What do you think? Oh? Too much luxuries. Then early morning, always 3 o'clock wake up. Then some training of mind. So it really makes differences, your body. And because of this, I think training of mind, I believe, you see, the human smile. Wonderful. So wherever I go, meet people, I always smile. So most cases, the other side also is just return smile. So some cases, you see, when I smile, the other one still remain like that. Then I do this. then usually you see respond smile.
Thank you. Thank you. Okay. Also mir ist daran gelegen, diese inneren Werte zu... Enjoy, los. Mann. I think I want to hold this. If he translates some wrong thing, then Also es kommt auf diese inneren Werte an, darauf wollte ich den Schwerpunkt legen in meinen Worten und Sie bitten auch, sich zu erinnern oder Sie auffordern, ermuntern, diese auch in Ihrem eigenen Leben anzuwenden, wenn Sie mit mir übereinstimmen. Wenn nicht, ist es eine andere Sache. Aber wenn Sie übereinstimmen, versuchen Sie es auch in Ihrem eigenen Leben zu stärken. Denn jeder von Ihnen ist eine Person, die viele andere kennen. Sie haben vielleicht 10, 15 Freunde, Verwandte und so weiter, mit denen Sie im täglichen Kontakt sind. Und diese haben wieder 10 oder 15. Und so breitet sich doch irgendwo diese Botschaft aus auf 10, Hunderte und Tausende. Und es ist in dieser Weise, dass wir vom Individuum her einen Effekt in der Gemeinschaft, in der wir leben, bewirken können. Okay. Und wir alle, wenn wir einmal überlegen, unsere eigenen Erfahrungen noch einmal Revue passieren lassen und auswerten, dann sehen wir, dass innere Werte wie Mitgefühl und liebevolle Zuneigung untereinander uns zu glücklicheren Menschen machen. Und dass Hass, Wut, Eifersucht und ähnliche solcher Emotionen, wenn wir sie in uns spüren, dass sie uns aufwühlen und wir dadurch nicht zu glücklicheren Menschen werden, sondern sie eher den Frieden, die Ausgeglichenheit unseres Geistes zerstören. Und häufig im Leben legen wir so viel Wert auf Äußerlichkeiten, auf Geld, auf Reichtümer. Und ja, das brauchen wir auch. Das schafft äußeres Wohlergehen. Aber inneres Wohlergehen kommt aus anderen Quellen, aus den Quellen des Mitgefühls und der Menschlichkeit, die uns innere Stärke verleiht. Und deshalb möchte ich Sie bitten, auch den Augenmerk, den Fokus immer wieder auf diese Werte zu lenken, statt sich nur von den äußeren Dingen ablenken zu lassen. Und verbreiten Sie es auch in Ihrer Gemeinschaft, in der Sie leben. Dann können wir etwas Positives verändern. Und nun dieses Bild, das mir Hochwürden gezeigt hat und das über 20 Jahre alt ist, scheint, ich habe mich nicht sehr verändert seit dieser Zeit und dass mein Gesicht ziemlich gleich geblieben ist und das völlig ohne Schönheitsoperationen oder andere solche Mittel. Und das führe ich auch darauf zurück als für mich ein Zeichen, dass innerer Frieden auch sich gut auf unsere Gesundheit, auf unsere körperliche Beschaffenheit auswirkt. Jeden Tag stehe ich früh um 3 Uhr auf, allerdings nach 9 Stunden Schlaf. Vielleicht empfinde ich es als zu viel Luxus. Aber ich stehe um 3 Uhr auf und dann widme ich mich sofort der Meditation und der Kontemplation und versuche diese inneren genannten Werte zu stärken. Und das wirkt sich auch auf den Körper auf. Und aus dieser Haltung heraus treffe ich andere Menschen und lächle sie an und meistens lächeln sie zurück. Und wenn nicht, dann muss ich sie ein bisschen stärker auffordern, auch sich mir zuzuwenden und ihr Lächeln zu zeigen. Und deshalb merke ich bei mir selbst den positiven Effekt, dass wir uns ernsthaft um die Stärkung unserer eigenen inneren Werte kümmern. Und diese Botschaft möchte ich Ihnen mitteilen und nochmal ganz herzlich danken, dass Sie als Organisatoren und Einladende die Gelegenheit dazu gegeben haben. Thank you. Finished. Okay. His Holiness, our brother, thank you very much for your Predigt in Deutsch.
die Predigt, die Sie gehalten haben. Your sermon you have given. Thank you very much for your sermon. Sie haben mir nicht nur die Hand jetzt gelesen und verglichen mit Ihrer Hand, sondern Sie haben mir auch gesagt, dass Sie jetzt hungrig sind. You also have given me your hand, but also you've told me that you're hungry now. That's true, I think you too. Ja, I'm too. Dann wollen wir jetzt auch miteinander essen gehen. Ich habe 2 gifts for you. Ja. We want to go to lunch. Ich habe 2 kleine Geschenke. Nicht viel Geld, sondern Thank you. symbolisch. I don't have much money. Das eine ist, His Holiness, our brother, my brother, Dalai Lama. Here you have a yes, T-shirt yes. of the FC Religionen Wonderful. with the number 7, the number of the Vollkommenheit. Okay. Und wir üben uns ein, mental und physisch in die Integration der Zusammenarbeit in unserem Kanton. Thank you. Genau. So, und jetzt sehen wir das noch schön. Genau. Thank you. Und das Zweite, was wir geben von der Kirchgemeinde her, das ist mir jetzt noch ganz wichtig. This is In diesem Ort, hier, dort oben im Chor, over there in the church. hat Huldrych Zwingli zusammen mit seinen Kollegen während 6 Jahren gestritten um die Wahrheit der Bibel. Und hier haben sie die Originalseite und die erste Seite der Schöpfung in der Bibel, wie sie Huldrych Zwingli auf Deutsch übersetzt hat. Mit dem wunderschönen Bild des schlafenden Adams. Das sind sie nicht, yes. aber der Schöpfungsgeschichte. Das wollen wir Ihnen geben in Erinnerung, dass Sie zum 2. Mal hier in Großmünster Thank you. gewesen sind. Of this event. Thank you. Noch kurz zu zeigen hier auch. Diese Bibel ist hier übersetzt worden und wir haben im Moment die 16. Auflage, die auch wieder verschiedene Kolleginnen und Kollegen übersetzt haben. Ich komme zum Schluss mit dem Dank, wo ich allen danke, die hier aufgeschrieben sind, an der Mitwirkung im Gottesdienst, musikalisch, mit dem Miteinander beten. Ich möchte auch ganz herzlich danken den Sicherheitsleuten, die mir etwas Schlaf geschenkt haben von Ruhsamkeit. Ich habe etwas länger geschlafen als bis 3 Uhr, aber nicht viel länger. Aber einfach danke vielmals all den Freiwilligen in der Kirchgemeinde Großmünster, aber auch vom Zürcher Forum der Religionen, die bis wirklich zum fast geht nicht mehr, alles organisiert haben, sodass wir hier miteinander beten und die Verantwortung annehmen können. Und von der Helferei, herzlichen Dank für die Gastfreundschaft. Es wird sein, mein Bruder, Dalai Lama, dass unser syrisch-kurdischer Flüchtling, Vater von bald 2 Kindern, der bei uns beheimatet war in der Kirchgemeinde, jetzt zusammen mit vielen anderen für sie wunderbar gekocht hat. Und zwar kurdisch, aber auch, und das freut mich sehr, Zürich geschnetzelt mit Rösti, das sie gewünscht haben. Das ist auch ein Meal of Peace hier in der reformierten Kirche. Thank you. Und jetzt nehmen wir das mit, was Sie gesagt haben. Beten zu Gott und arbeiten am Frieden ist dasselbe. Wir machen das in unseren Ämtern, Sie machen das und überall, wo Sie stehen,
in ihren Familien, dort, wo sie arbeiten und lieben. Und dazu braucht es die Verwandlung, dass man von der Zuschauerrolle im Kirchenbank sich verwandelt zur Gebetsgemeinschaft. Wir wollen diesen Schluss jetzt so gestalten, indem wir miteinander das Friedensgebet von Franziskus von Assisi miteinander beten, Englisch oder Deutsch, dann den Segen gemeinsam hier empfangen und nachher dann mit der Musik von Johann Sebastian Bach dann hinausgehen wieder in den Alltag. Wir erheben uns zu diesem Gebet. We pray together. Und zum Gebet wollen wir jetzt die Kameras auf die Seite legen. Auch die Fotografen können jetzt mal mitbeten und aus der Rolle des Journalisten heraustreten. Jetzt noch ein letztes Bild und nachher bitte ich Sie wirklich nicht mehr zu fotografieren. Auch für Sie, für alle zusammen, auch für Sie. Legen Sie die Kamera jetzt weg. Für den Segen ist es jetzt so. Weil, das verbindet uns Religionen auch, man kann alles abfotografieren. Das wunderschöne Gesicht von der Heiligkeit des Dalai Lama vor 20 Jahren und jetzt, aber den Segen Gottes, den können wir nicht abfotografieren. O Gott, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, da wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich dein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt. Ach Gott, lass du mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste, nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe, nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer dahin gibt, der empfängt, wer sich selbst vergisst, der findet, wer verzeiht, dem wird verziehen, und wer da stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Gott segne uns und behüte uns. Gott lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen die ganze Welt, alle Religionen und Konfessionen überspannenden Frieden. Amen.
listen the music or want to go out? I think listen.
이린다 이실 하나 친구지도와 누릴라. 디나라 여름치 팸도와. 여름치 쪼로다 출릉 전적 돌라 가르소서 쪼로. 다 장으로 뭐지 갈음나에 윤도네 디라다 도와미 되기 체도다 소지 아닌 이바디 출룩 둔지 원래 군등 가두이네 공바 존이시 이유스 이게 실로 가바페바 이네다 아니 숨네다 군등 여기 가다 자도용 치도야 난그와래 인도잖아 다리 내려야다 출룩 둔지디 이슈 기타 그런데 조리기 나로 이슈 라지 디레 나가나시 카지 나가나시 주지 아니 식 장막이다 내유 미나 장막 건조 접해도가 시다기다 건조 장면에 다리대 또 정말 낭이야다 출룩 tum남기 콜라시다 갈롬낭샬라 디나로라야 다조리기 내유 미나 저쪽 속도에 당부잖아 딱 그런 용기 매라를 치스다 그런 때 해래 야나슈군 유슈때에 이내 이래야 맞은 발음은 겨울은 무지기 딱간다 또 채지네 아니 그런 때 지구나는 오늘 배시다게 아니 그런 가분난기 돌아 나가나시 이래야 라진 공부에 갈롭시다 야보낭 뱀미시야 추추나